Gewalt bezeichnet man die Aktion, etwas mit Zwang, vor allem psychisch oder physisch durchzuführen. Dabei gibt es zwei Parteien. Zum einen der Täter, der die Gewalt ausübt, und auf der anderen Seite das Opfer. Spricht man von Gewalt, denkt man in erster Linie an die körperliche Art von Gewalt. Allerdings gibt es auch psychische Gewalt. Dies ist meist die schlimmere, da körperliche Wunden nach einiger Zeit heilen. Die psychische Gewalt kann jedoch zu lebenslangen Beeinschränkungen führen. Gewalt kann in vielen Lebensbereichen der Jugendlichen auftreten. Meistens spielt es sich allerdings in der Schule ab. Auch bei verschiedenen Freizeitaktivitäten kann es zu psychischer oder physischer Gewalt kommen. Auch zu Hause kann man das Opfer von Gewalt werden, da uns das Internet immer und überall erreichbar macht. Die verschiedenen sozialen Netzwerke bieten also eine Plattform, um junge Leute einer psychischen Gewalt auszusetzen. Gewalt tritt demnach sehr vielseitig auf, in den verschiedensten Situationen des Alltags, ob an eindeutigen oder weniger offensichtlichen Orten. Wenn wir Opfer der Gewalt sind, bedeutet dies nicht, dass wir es auch ausstrahlen und zeigen. Oft sehen wir Menschen in unserem Alltag mit perfektem Aussehen und einem Lächeln im Gesicht, und so gehen wir nicht davon aus, dass sie von anderen Schülern schikaniert oder ausgegrenzt werden. Wir sehen nur den Gipfel eines Berges, das heißt die äußere Erscheinung, doch was sich darunter befindet, bleibt meistens versteckt und kommt nicht an die Oberfläche. Hinter der Fassade sind Bilder wie dieser Alltag von manchen Jugendlichen. Um weitere Informationen zu erhalten, bin ich gerade auf dem Weg zu einer Mitarbeiterin aus dem CEPAS. Ja, also eine Umfrage zufolge, die wir Anfang des Schuljahres 2019 im Lycée Robert Schumann durchgeführt haben bei den Klassen von September bis Deuxième, haben je nach Klassenstufen 4,5% bis fast 13% angegeben, Gewalt in der Schule erlebt zu haben. Auch je nach Klassenstufen gaben bis zu 16% an, ab und zu selbst Gewalt ausgeübt zu haben. Auf den 3. und 5. Klassen gaben an, den Vorfall auch manchmal bei Be Secure, also einer Internetseite vom Ministerium, gemeldet zu haben. Aber auch der CEPAS wurde manchmal als Anlaufstelle angegeben. Dass sich im Jugendalter der Mensch maßgeblich zu einem eigenständigen Individuum entwickelt und auch seine Persönlichkeit ausbildet und ausreift, können Gewalterfahrungen in dieser Entwicklungsphase verheerende Folgen mit sich ziehen. Die Folgen können alle Lebensbereiche betreffen, wie zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl, Isolation, Einsamkeitsgefühle, Angst, Traurigkeit oder sogar Depression, Schlafstörungen, Albträume, Appetitlosigkeit, eventuell auch Essstörungen, psychosomatische Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, Leistungsrückgang in der Schule, Fernbleiben von der Schule, Substanzmissbrauch und auch bis hin zu Selbstmordgedanken und Suizid. Den gibt es bei uns in der Schule ein PM-Team. Ich bin gerade auf dem Weg zu Jonas, um weitere Informationen zu diesem Team zu erhalten. Das Prinzip des Peer Mediation Team ist eher in zwei Teile geteilt. Das erste Ziel ist, Peer Mediation zur Verfügung zu stellen. Das wäre eben der Streitschlichter-Teil. Ein anderes Ziel wäre eben Prävention. Die Mediateure fragen die verschiedenen Perspektiven der Streitparteien, um den Ablauf des Geschehens zu verstehen. Wir würden dann sozusagen den unteren Teil des Eisbergs versuchen zu suchen. Wir versuchen, die Emotionen den anderen zu vermitteln. Schlussendlich wäre dann Zeit, eine Lösung zu finden. Gewalt unter Jugendlichen ist also ein ernstzunehmendes Problem, das verbreiteter ist, als es scheint. Eine Problematik, die nicht in den Hintergrund gestellt werden darf. Also sei aufmerksam im Alltag. Unterstütze Betroffene. Falls du betroffen bist, wende dich an Freunde, Eltern oder Professionelle und schreite ein, falls du Zeuge von Gewalt wirst. Sehen wir nicht tatenlos zu, sondern gehen wir das Problem zusammen an.